Hallo miteinander, ich hoffe es geht euch gut. Mir geht es nämlich bescheiden. Muss ich jetzt im Fall wirklich einfach mal ein Rant raus. Ich habe das Gefühl, ich mache es jede Woche, sorry. Hasst ihr mich? Habt ihr mich noch gern? Ich weiß es nicht. Amigs habe ich das Gefühl, die Welt hasst mich. Aber I don't think so, oder? Ich glaube, das ist einfach amigs das eigene Hirn, das einem voll reinschießt. Irgendwie, wir kommen gerade einfach sofort zum TMI. TMI. Too much eye. Es ist einfach alles too much eye im Moment. Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen. Bitte macht nicht auf creepy und taucht auf oder irgendwie probiert herauszufinden, wo oder so. Bitte einfach schnauzen. Aber ich gebe gerade eine Stellvertretung, und zwar so die ganze Zeit, also die ganze Woche. Und habe ja auch immer noch ein Praktikum 2-mal in der Woche. Das heisst, ich bin jeden Tag also in der gleichen Klasse zum Glück, mega cool. Ich weiss auch nicht, ob ich das schon erzählt habe, okay. Ich habe das Gefühl nicht, weil eben, ich frage mich so, ist das dumm zum Erzählen? Aber ich bin jeden Tag in der gleichen Klasse jetzt. Und bin auch fast die ganze Zeit, wo sie Unterricht haben dort. Also es ist so, natürlich nicht 100%, weil du hast ja eigentlich auch eine andere Aufgabe. Ich muss ja nicht an so Sitzungen und so zum Beispiel. Aber trotzdem, ich bin jeden Tag in einer Schulklasse am Unterrichten. Und das ist schon ein bisschen crazy im Fall. Also amigs denke ich mir so, kann ich das? Kann ich arbeiten? Was richtig schlimm ist zu sagen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, niemand redet über das. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin einfach die Einzige auf der Welt, die eine faule Sau ist oder irgendwie zu müde oder keine Ahnung, keine Kraft hat oder irgendwie. Ich weiss nicht, wie gehen ihr alle 100% arbeiten, jeden Tag, Tag ein, Tag aus? Gehst irgendwie am 6 Uhr, okay, ich wohne halt auch mega weit weg von allem, darum muss ich immer mega früh aufstehen, auch wenn ich eigentlich gar nicht so früh anfangen würde, überall, schon mein ganzes Leben, das regt mich auch mega auf. So, I wish I was one of you, wo so 10 Minuten vorher aufstehen kann und dann 2 Minuten läuft und so, da bin ich. Nein, natürlich nicht, wenn man so im Gacko draussen wohnt. Aber wie macht man das? So früh aufstehen, so spät heimkommen. Du musst gleich natürlich das Leben im Griff haben, musst eine Ordnung haben, musst Kleider waschen, musst ja noch, also als Lehrperson halt noch das Zeug vom nächsten Tag planen und so. Ich komme im Fall einfach nicht nach. Ich komme nicht nach. Und eben, wie gesagt, mein Problem ist einfach, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die nicht nachkommt. Und wenn man über das redet, vor allem in meiner Position als eine Person, die Social Media macht und kommt es natürlich immer falsch über. Aber ich würde das auch sagen, wenn ich das nicht machen würde. Also, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie verwöhnt wäre, privilegiert oder sonst irgendetwas. Ich bin nicht gemacht für das. Also, ich schaffe es schon. Ich sage auch nicht, dass ich es schlecht mache oder so. Aber at what cost? Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich alles immer mega gut machen will. Ich kann wie nicht jetzt etwas schlecht machen. Ich kann auch, also, eben, das sage ich jede Woche, ich mache schon gewisse Sachen dann nicht gut, aber das ist nicht meine Intention und ich probiere mich so gut wie möglich vorbereiten auf Sachen. Und natürlich will ich dann jetzt nicht etwas anderes schleifen lassen, zum Beispiel den Podcast oder irgendetwas anderes oder auch mit der Tilda und keine Ahnung was, aber irgendetwas musst du schleifen lassen. Du hast ja nicht 100 Stunden im Tag. Und ich bin jetzt wirklich jeden Tag am 9 Uhr schlafen. Und das heisst vieles. Weil im Gymi bin ich um 5:30 aufgestanden, aber meistens so am 1 Uhr schlafen. Das heisst, ich habe so meistens so 4-5 Stunden geschlafen. Das ganze Gym. Fragt mich nicht. Es ist nicht, weil ich nicht müde war. Ich war müde, aber ich habe es irgendwie so anbekommen. Weil ich habe mich geweigert, zum früh einschlafen, weil ich dachte, ich habe ja nichts vom Tag gehabt. Jetzt bin ich einfach noch die halbe Nacht wach. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Ich muss am 9 Uhr schlafen. Mit meiner Apple Watch am Ärmel, damit ich aufwache. Weil das ist auch das Problem. Ich höre meinen Wecker nicht. Oder mein Wecker läutet nicht. Das haben ja alle ein bisschen das Problem mit iPhones, aber trotzdem, irgendetwas stimmt nicht. Darum Apple Watch on my wrist. Die vibriert nämlich und dann dann wachst du auf. Also du bist crazy Tiefschläfer. Ja, das ist das, was mich gerade beschäftigt im Fall. Ob ich so made for this bin. Natürlich ist der Vorteil, ich muss nicht. Also wenn ich mir denke, oh mein Gott, ich werde nie im Leben 100% arbeiten, dann habe ich im Moment auf jeden Fall noch das Privileg, dass ich ja selbstständig bin. Und jetzt checke ich auch, was alle Leute immer gesagt haben, die viel älter sind als ich, die halt auch schon das ganze Leben geschafft haben und jetzt erst Social Media machen, wo sie sind, ey, das ist mega krass und so, du hast so viel Zeit im Leben, wenn du das machst. Und ich bin immer so gesagt, ja, glaube ich schon, aber
weiss ich halt nicht, fühle ich halt nicht, weil ich noch nie mehr gemacht habe, als in der Schule sein. Und klar, Schule ist auch anstrengend, aber das ist halt anders, als wenn du irgendwie Verantwortungen hast und irgendwie etwas erreichen musst. So in der Schule kannst du auch ein schlechter Schüler sein. Interessiert ja niemand. Aber und dann bin ich immer so, ja, ich glaube euch, aber ich habe das wie noch nicht erlebt. Und darum glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass ich die Sachen mal erlebe. Also falls du auch zuhörst und so bist, ich habe auch noch nie so richtig geschafft und so, mach mal, wirklich mach mal. Ich checke auch, wieso alle Leute draussen so hässig sind, weil wenn du dann auch noch einen Job machst, den du nicht gerne machst, und ich meine, ich mache das gerne, so in der Schule sein und unterrichten und so, dann wird es wirklich happig, oder? Wenn du 8 Stunden einfach dort hockst und das Leben hassest. Und dann ist alles schon zu. Also wenn ich heimkomme, amigs, ist einfach mein Coop schon zu. Wie geht ihr auf die Post? Wie geht ihr einkaufen? Also wirklich, im Fall, I can't. Darum, ich schätze es jetzt umso mehr, wenn es amigs nicht so ist. Das Ganze mit meiner Stellvertretung zieht sich jetzt aber noch über 6 Wochen. Das heisst, es wird noch ein Zeitchen so weitergehen. Und es ist ja nicht so, als würde ich jetzt im Moment mega viele coole Anfragen bekommen auf Social-Media-Basis, weil alle plötzlich um den Hype sich kämpfen. Wow, die Wemse. Ja, und ich bin so, sorry, ich habe keine Zeit. Ist okay. We learn and we live. Und eben, ich glaube, es ist wichtig, die Erfahrung zu machen. Logisch hätte ich auch sagen können, nein, ich will nicht studieren, nein, ich will nicht dies machen, nein, ich nehme keine Stellvertretung an. Ich mache es obviously nicht fürs Geld. Aber es ist mega cool, die Erfahrung zu sammeln. Es ist auch gut, mal zu wissen, was gibt es alles da draussen. Und es wäre auch okay, wenn ich jetzt merken würde, oh mein Gott, ich hasse es, ich kann das nicht. Dann wüsste ich es nämlich, anstatt dass ich mich dann in 20 Jahren frage, oh, was wäre echt gewesen, wenn? Aber ich hasse es nicht. Es ist aber schon sehr anstrengend im Fall. Also, wenn ihr jemanden im Umfeld habt, wo ihr mobbt, weil sie an der PH sind, und PH ist wirklich einfach an sich das Studium, aber der Beruf ist im Fall Crash-Out-Material. Also, es ist im Fall nicht ohne Grund, dass mega viele Lehrpersonen irgendwie, in den ersten 5 Jahren, glaube ich, hören sie wieder auf. Darum haben wir auch Lehrermangel. Das ist nicht, weil zu wenig Leute ausgebildet werden, so viel wie ich höre. Don't quote me on this, ich habe keine Quelle gelesen. Aber so viel wie ich verstand, gibt es genug Leute mit der Ausbildung, aber niemand, der in diesem Beruf arbeiten will, weil alle überfordert sind und Burnout bekommen. GGG. Gugus, Gedigen, grandios. Weil ich wirklich keine Lebenskraft gerade habe, habe ich gedacht, wir fangen mit GGG an. Einfach weil es macht mir Spass. Und ich muss mir wirklich etwas überlegen. Ich überlege mir natürlich das Ranking nicht im Voraus, wenn ich mir da das Zeug aufschreibe. Das wäre ja langweilig. Jemand hat mir 3 Sachen zur Auswahl gegeben. Und zwar ein Jahr allein auf eine einsame Insel gehen. Das ganze Jahr allein. Oder nie mehr im Leben allein sein dürfen. Oder nie mehr etwas mit Kollegen und Kolleginnen machen. Das sind meine 3 Auswahlen, die ich ranken muss. Also wir machen gediegen, wir machen grandios, ist natürlich das, was ich am ehesten machen würde. Und Gugus ist das, was ich am wenigsten gerne machen würde. Ich kann jetzt schon sagen, nie mehr im Leben allein sein, du wirst mich nie catchen, das unterschreiben. Ich kann nicht. Wenn ich allein bin, fühle ich mich mega einsam und bin so, oh mein Gott, alle hassen mich. Aber das Problem ist, wenn ich eine Zeit lang nicht allein sein konnte, dann gehe ich Crash-Out. Schon seit ich denken kann, ist das ein Problem von mir. Immer, wenn ich in der Ferien bin mit Leuten, Crash-Out. Immer, wenn ich ins Schullager musste, Crash-Out. Streit mit allen. Könnt euch alle meine Leute unterschreiben. Zum Teil sind es auch nicht mehr meine Leute. Aus Gründen. Ich kann nicht. Alle Menschen auf dieser Welt nerven mich. Ohne Ausnahme. Es gibt niemanden, wo ich immer zusammen sein könnte. Und vor allem, wenn da steht, du darfst nie mehr im Leben allein sein, dann darf ich nicht mal allein aufs WC oder so. Den Scheiß mache ich nicht mit. Wirklich. Das kann ich nicht. Aber dann denke ich mir so, ja, nie mehr etwas mit Kollegen machen, ist halt auch scheiße. Das Gute wäre, dass ich nicht so viel mit meinen Friends mache. Wir schreiben vor allem. Wir schicken uns den ganzen Tag Sprachaufnahmen. Wir wissen genau, was in welchem Leben abläuft. Aber so actually treffen und etwas machen, das passiert tatsächlich. Warte, ich schaue mal schnell nach, wenn ich zuletzt etwas mit einer Kollegin... Es ist im Fall... nehmt euch kein Beispiel an dem. Das ist mega übel.
Vor 3 Wochenenden habe ich zuletzt etwas mit einer Kollegin gemacht, aber das zählt irgendwie auch nicht so ganz, weil sie ist einfach mitgekommen an etwas, wo ich eingeladen war. Und sonst hätten wir wahrscheinlich nichts gemacht. Also es zählt schon natürlich, aber ich glaube nicht, dass wir sonst abgemacht hätten. Und vor dem habe ich legit... Oh mein Gott, ich kann das nicht nachschauen. Oh mein Gott. Ich habe seit Wochen nichts mehr mit einem Menschen gemacht. Außerhalb von meinem Freund. Und ich bin nicht... Bevor er mich judgt, ich bin nicht die jeden Tag beim Freund daheim übernachtet und da noch mit dem Freund ist und über den Freund redet. Aber wenn ich halt mal Zeit habe, dann gehe ich halt schnell vorbei, oder? Kennt man ja. Oh mein Gott, kein Wunder bin ich am Crash-Out im Leben. Naja, auf jeden Fall. It seems like, dass ich sehr gut copen könnte damit, dass ich nichts mehr mit meinen Kollegen machen darf. Aber das Problem ist ein ganzes Leben. Nein, vor allem wenn ich eine alte Frau bin, will ich so meine Friend Group haben. Vielleicht, du weißt nie, was im Alter ist, dann bist du einsam und so, dann brauche ich meine Girls. Spätestens dann. Ich brauche sie auch jetzt, aber eben, ein schwieriges Thema. Ein Jahr allein auf einer einsamen Insel, ich glaube, ich würde sterben. Darf ich FaceTimen? Darf ich schreiben? Dann nehme ich es zurück, dann gehe ich. Jetzt, morgen. Nehmt mich. Drum, ich glaube, okay, nie mehr im Leben allein sein kommt auf Google aus. Weil das kommt nicht in Frage. Das kommt wirklich nicht in Frage. Dann nie mehr etwas mit Kollegen machen, auf Gedigen. Ist halt scheiße, aber ich würde es überleben, glaube ich. Vor allem Kollegen sind ja nicht mein Freund. Das heisst, vielleicht müsste ich dann plötzlich hätte ich ein Roster, hätte ich 20 Freunde. Meine Kolleginnen sind dann einfach meine Freundinnen. Was wollt ihr machen? I can bend the rules. Und ein Jahr allein auf einer einsamen Insel kommt auf... grandios. Nein, Leute, was habe ich jetzt gemacht? Ja, grandios, dann mache ich das halt, Ja, das würde ich wahrscheinlich am ehesten machen. Die anderen sind halt... Ein Jahr ist halt ein Jahr. Dann hast du halt ein Jahr, wo du verloren hast mit deinen Leuten. Aber stell dir vor, es passiert etwas in diesem Jahr. Ich muss dort sein und so alle meine Leute sterben daheim. Das sind so Gedanken, die ich im Fall habe. Dann wäre halt auch jetzt blöd. Würden sie mir Bescheid geben? Ich habe so viele Fragen, Leute, müssen mir mehr Infos geben. Ja, aber auch das wirklich mit dem Alleinsein. Im Lager hatte ich dann sogar Beef mit der Lehrerin. Weil sie einfach nicht gecheckt, sie haben mich so nicht in Ruhe gelassen. Ich habe mich im einen Lager, in der Oberstufe irgendwann, ist es so schlimm gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe es sicher nicht so gesagt, aber die Message war, hey, ich brauche schnell einfach Zeit für mich, lasst mich. Und dann habe ich mich auf dem WC eingesperrt und ihr glaubt es nicht, die Leute, inklusive Lehrperson, 2 erwachsene Leute, ganze halbe Klasse, versammelt sich vor dieser Scheisse. Vielleicht stellt euch vor, ich wäre am Schiessen gewesen. Was ist mit euch nicht gut? Kompetenz gleich 0. Aber versammeln sich alle vor dem WC und rufen mich raus. Emma, komm jetzt. Hallo Emma, was ist los? Wir würden gerne mit dir über das reden und du kannst dich jetzt nicht einfach hier verstecken und einsperren und so. Oh mein Gott, can I live? Darf ich einen Moment für mich haben? Und das ist der Inbegriff von «Lasst mich alle in Ruhe». Ich kann nicht Leute schnaufen zu laut, Leute schmatzen zu laut, Leute reden zu viel, Leute lachen zu laut. Irgendwann, es ist nicht mal etwas mit diesen Leuten. Es ist einfach, nach so 2 Tagen kann ich nicht mehr. Ich kann mir etwas sagen, was die Psychologie hinter dem ist. Wo spinnt es mir? Schwierig. Ich muss einfach eine Zeit für mich haben. WWET. Was würde Emma tun? Wir kommen zum eigentlichen Thema von der heutigen Folge, weil ich es auch spannend gefunden und ich glaube, wir könnten so noch ein bisschen mehr darüber reden. Und wie immer bin ich sehr gespannt darauf, was ihr dazu meint, ob ihr eine ähnliche Meinung habt wie ich oder wie ihr das Ganze seht. Vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt. Und zwar hat eine geschrieben: Bin 20, ich reise gerne und bin momentan extrem unglücklich in meinem, in Anführungszeichen, Traumjob. Normalerweise würde ich sofort ein Ticket buchen und reisen gehen und nochmal Dinge erleben, bevor das Arbeitsleben wirklich beginnt. Alter, jetzt. Allerdings habe ich nun seit fast einem Jahr einen Freund, den ich unglaublich gern habe. Wir machen eine Mental Note, dass sie sagt, sie hat ihn gern. Okay. Ich fühle mich schlecht, ihn zu verlassen, da er 5 Jahre älter ist, gerne eine Familie will und seinen Traum auszuwandern bereits erfüllt hat.
Ich finde, er verdient nur das Beste, aber ich weiß, dass es das Beste für mich ist, zu gehen, weil ich das schon immer wollte. Es fällt mir jedoch so schwer, ihn im Stich zu lassen und ich zweifle, ob es die richtige Entscheidung ist, meinen Träumen nachzugehen, mit der Möglichkeit, dass es mir schlecht geht, weil ich ihn so vermisse oder dass ich hier bleibe, arbeite und sonst nichts mache und auch nicht glücklich werde. Eigentlich wusste ich von Anfang an, dass ich hier nicht bleiben werde und habe das auch angedeutet, bin dann aber trotzdem als People-Pleaser in die Beziehung gegangen, aber habe mich im Laufe der Monate wirklich verliebt. Oh mein Gott. Girly girl, girl, hui, hui, hui. Kurzfassung, buche dein Ticket. Leute, oder? Oder bin ich geguckt? Sie soll gehen, oder? Lauf, mein Kind, lauf, gang, hau ab. Du bist 20. Du bist 20. Du bist 2 Jahre jünger als ich und ich fühle mich schon wie ein kleiner Golf, ein kleines Kind. Nein, du bist... hau ab. Also wirklich... Genau das, was ich ja vorher auch angesprochen habe, was ich auch so crazy finde, dass es gibt ja wirklich Leute, die haben mit 16 ihre Lehre gemacht und arbeiten, seit sie 16 sind, den ganzen Tag von morgen bis oben. Und das ist einfach das Leben. Tag ein, Tag aus. Du bist jetzt 20, hast deinen vermeintlichen Traumjob gefunden und merkst so, oh mein Gott, aber irgendwie, nein, noch nicht. Und ich finde, das ist voll valid. Natürlich ist es auch, eben wie jetzt bei mir auch, dass ich mich gestresst fühle und so, ist natürlich ein riesiges Privileg, dass man überhaupt sagen kann, nein, ich will das trotzdem nicht machen. Also, dass du die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, der Job, cool und so, eigentlich, aber jetzt gerade noch nicht. Ich verschiebe das auf später, jetzt gehe ich reisen. Obviously hat nicht jeder die Möglichkeit dazu. Und obviously ist das etwas, das überlegt man sich gut und aber kann man einfach so die ganze Zeit reisen und dem Leben entkommen und muss man sich nicht dieser Verantwortung irgendwann mal stellen, dass du musst halt einen Job haben, du musst halt unschöne Sachen im Leben machen. Ja, logisch, aber du bist 20. Chill. Also weißt, genau das ist es, was alle älteren Leute uns immer sagen. Mach es jetzt. Geh jetzt reisen. Später hast du keine Zeit mehr. Später hast du irgendwie eben vielleicht eine Familie oder hast kein Geld oder bist eingebunden in deinem Job oder vielleicht wirst du krank. Das sind alles reale Sachen, die zwar Angst machen und jetzt dumm tönen, aber es ist so. Und wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, du hast das Geld dazu, du weißt, du kannst jetzt einfach ein Ticket buchen und das Einzige, was dich zurückhaltet, ist dein Freund, weil er eine Familie haben will. Aber du willst ja keine Familie. Jetzt gerade. Du bist 20. Du bist 20. Hoffentlich willst du jetzt gerade keine Familie, wenn du sagst, alles, was du im Leben liebst, ist Reisen und irgendwo anders sein. Und ich finde, das Krasse ist, dass du sagst, er hat auch den gleichen Traum wie du gehabt, zum Auswandern, irgendwo anders hingehen. Aber das hat er schon erfüllt. Er ist 5 Jahre älter als du, das heisst, er ist 25. Und genau das kommt auch mit diesem Altersunterschied, dass halt er mehr Erfahrungen schon hat machen können, aber er hat wie nicht das Recht, dir das wegzunehmen von deinem Leben. Also ich weiss ja nicht, du hast ja wie, glaube nichts dazu gesagt, wie er das finden würde oder ob er vielleicht auch sagen würde, jo, mach das, ich will dich nicht aufhalten. Aber rein so auch symbolisch gesehen, ich finde nicht, dass du das aufgeben solltest für jemanden, der ja genau das Gleiche auch gerne gemacht hätte und auch bekommen hat. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt nicht gehen würdest, also und low-key, ich habe das Gefühl, indem du das geschrieben hast, hast du selber schon gecheckt, okay, ich muss das buchen, ich muss weg. So die Art und Weise, wie du es geschrieben hast, du weißt eigentlich schon, was das Richtige ist für dich. Ich glaube, du brauchst einfach so ein bisschen eine Rechtfertigung dafür oder von jemand anderem mal zu hören, so hey, es ist im Fall okay und es ist nicht egoistisch und es ist nicht schlimm. Natürlich ist es irgendwo egoistisch, weil du für dich selber entscheidest, aber es ist gut. Es ist nicht immer schlecht, nur auf sich selber zu schauen. Und ich bin mir sicher, er hätte genau das Gleiche gemacht. Ich glaube nicht, dass er geblieben wäre, weil du gesagt hättest, hey, aber ich will eine Familie. I doubt it. Er wäre dann so gesagt, blöd. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass du von Anfang an gewusst hast, dass du das willst und dass du nicht dort bleiben willst und dass du eigentlich nicht in eine Beziehung gehen, weil es dann eh nicht hebt und es dann trotzdem gemacht hast und dann irgendwie die im Verlauf der Zeit erst verliebst. Also es tönt für mich ein bisschen so, als wärst du mit ihm zusammengekommen, weil er das wollte. Und dort bist du einfach noch so gewesen, so, mal schauen. Und dann mit der Zeit bist du so gewesen, okay, ist ja schon ein toller.
Aber es klingt nicht so, als wärst du von Anfang an so mega in love mit ihm gewesen. Dann würde ich es ja verstehen. So, okay, man verliebt sich halt und dann will man zusammen sein. Dort bin ich so ein bisschen so, pass auf, auch wenn du jetzt würdest ins Ausland gehen, schau, dass du dort jetzt nicht der nächste Boyfriend aufgabelst, wo du dann nochmal Schluss machen musst. Und er ist so, was? Ich meine, wir machen Familie zusammen. Und du weißt ja auch nicht, was passiert. Also vielleicht kommst du zurück oder, keine Ahnung, er kommt irgendwo an oder was weiß ich und er kommt nochmal zusammen oder, keine Ahnung, also weißt, das Leben ist lang. Und er ist auch erst 25. Ich weiß nicht, was hat er für einen Stress? Also hat ihm jemand gesagt, dass sein Schnittelwurz das Leben lang funktioniert? Was ist, weißt du, was ich meine? Wieso ist er so im Stress? Weil er einfach alles schon erlebt hat in seinem Leben, wo er wollte und jetzt will er einfach das Nächste erreichen, oder was? What about his girl? Also wirklich, ich finde, er sollte das verstehen, dass du das noch erleben willst. Vor allem, weil er das auch wollte. Ich glaube, dann kann man es halt viel besser nachvollziehen. Jemand, der gar nicht den Traum hat, irgendwo auszuwandern und zu reisen und so, wird das wahrscheinlich nicht verstehen. Und das ist ja auch, ja, das ist dann halt einfach so. Aber er sollte es ja checken. Und ich finde, das ist so etwas, also ich verstand mega, das ist mega schwierig. Und ich glaube, in gewissen Situationen bin ich vielleicht auch schon eine Freundin gewesen, die jemand zurückgehabt hat in Sachen, wo man im Nachhinein so gesagt hat, oh mein Gott, wieso hast du das nicht gemacht, nur weil du sie gehabt hast und jetzt sind wir nicht mal mehr zusammen. Und ich glaube, das machen wir alle. Und irgendwo ist ja eine Beziehung auch immer Kompromiss eingehen. Du kannst nicht mehr einfach alles auf der Welt machen, was du machen willst. Du hast immer jemanden, wo du darauf achtest und Rücksicht nimmst, wenn du nicht scheiße bist. Aber irgendwann ist es halt auch, eben, wenn du dann jetzt nicht gehen würdest und mit ihm bleiben würdest, glaube ich, es ist einfach nur eine Frage von der Zeit, bis du ihn nicht mehr gerne hast, weil du dir denkst, wegen dir habe ich das und das nicht können erreichen oder erleben, wegen dir. Also, dass man so das Innerliche, so den Hass gegen eine Person hat, obwohl du dich ja eigentlich dafür entschieden hast. Aber ich glaube, irgendwann kommt das alles immer wieder zurück. Ich glaube, wir kennen das alle auch von der älteren Generation, dass du schaust so zu und denkst, ihr habt euch doch gar nicht gern. Wieso redet ihr so miteinander? Also gerade so Grosseltern oder auch Eltern von gewissen Leuten bin ich so, oh mein Gott, wieso sind ihr zusammen? Und dann merkst du, dass so viel innen drin ist, wo, ja, wegen ihm habe ich das und das nicht können. Und ja, er hat halt früh ein Kind wollen und wegen dem bin ich jetzt halt einfach Hausfrau und ja, habe nichts mehr erreichen von dem, was ich wollte. Eigentlich hatte ich ja grosse Ziele im Leben. Und es war halt auch eine andere Zeit gewesen, und so no judgment, aber gleichzeitig denke ich mir halt, wenn wir schon das sehen bei der älteren Generation und sie uns auch aktiv sagen, also ich habe schon von so vielen Frauen gehört, man macht das noch, los auf keinen, es gibt noch viele Männer auf der Welt und blö, 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 wenn es nicht passt, dann passt es nicht, das ist alles nicht so deep, basically, sagen sie. Und für uns fühlt es sich natürlich nie so an, als wäre es nicht so deep. Aber eigentlich stimmt es ja. Also er ist ja sicher nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, den du gerne haben kannst und der dich gerne haben wird. Und wie du es formulierst, du sagst nicht mal, dass du ihn liebst oder so. Es ist nicht so deep. Du hast jetzt einfach jemanden, der dich gerne hat und es gibt mega viel Sicherheit. Aber du willst jetzt auch nicht jetzt schon eine Granny werden. Du bist 20 und 30, gerne reisen. Nie die Träume aufgeben für jemanden. Nie. Ich finde, eben, als Kompromiss, weil man vielleicht auch zusammen irgendwie grössere Träume hat. Also wenn dein allergrösster Traum auf der Welt ist, mit diesem Menschen das Leben lang zusammenbleiben und eine Familie gründen und ein Haus kaufen und bla bla bla. Logisch steht das an erster Stelle, weil das eure Träume zusammen sind und ihr beide on the same page sind. Aber wenn das nicht so ist und du eigentlich noch andere Sachen hast, dann mach die anderen Sachen. Und er wird es schon checken. Und er wird sicher auch heartbroken sein und wird dir wahrscheinlich Vorwürfe machen, so, wieso bist du denn überhaupt mit mir zusammengekommen? Ich habe es doch von Anfang an gewusst. Und, so. Und sorry, aber für das musst du dich entschuldigen. Du musst einfach so sagen, ja, ich weiss, das ist mega blöd, das tut mir mega leid. Ich mache es nicht mehr. Oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist der einzige Aspekt, wo ich muss sagen, das ist wirklich scheiße. Aber sonst, ich finde, das ist voll valid. Du musst es ihm halt einfach sagen. Und vor allem musst du jetzt wirklich du musst es machen, wenn du das Bedürfnis dazu hast. Und nicht noch ihn irgendwie anheben und noch tolle Sachen mit ihm machen und hihihi, weil es ist ja schon toll, einen Freund haben. Nein, stopp, weil das ist gemein. Sei nicht gemein. Schau zu dir selber, aber sei nicht gemein. Der Arme. An mir finde ich es aber auch schwierig, weil ich sehe schon auch, dass unsere Generation viel mehr auf sich selber schaut
Und ich habe auch schon über das geredet, dass ich das Gefühl habe, wir sind mega egoistisch geworden und es ist immer so, schau auf dich und schau auf dich selber und schieß mal auf die anderen sind an zweiter Stelle und Self-Care, me day. Aber ich glaube, das ist einfach so etwas Grundlegendes, so, was das ganze Leben ausmacht. Ob du jetzt für jemanden dein ganze Leben aufgibst, genau gleich wie mit dem Familiengründen. Wenn plötzlich einer von beiden anfangen Kind haben will und du bist so, eigentlich sehe ich mich noch gar nicht, aber ja, wir sind jetzt halt schon lange zusammen und er will das ja oder sie will das ja und du machst es nur aus dem Grund, Brother, ich habe das Gefühl, das ist noch nie gut gekommen. Also alle Scheidungskinder haben wahrscheinlich eine Story dahinter, wo sie so sind, ja, meine Eltern haben sich so ein halbes Jahr gekannt und haben dann gedacht, ja, wir wollen halt ein Kind haben. Kommt meistens nicht gut. Aber bei so anderen kleinen Sachen checke ich voll und finde ich auch, du musst Rücksicht nehmen aufeinander, du musst Kompromisse eingehen, sonst funktioniert es nicht. Es wird immer Sachen geben, wo man sich denkt, wieso machst du das? Es nervt mich, dass du das und das machst, dass du das gerne hast, dass das dein Hobby ist oder keine Ahnung, dass du gerne in den Ausgang gehst oder keine Ahnung was. Und logisch, auch dort gibt es Kompromisse, aber trotzdem kannst du ja nicht eine Person völlig verbiegen und verdrehen, einfach, dass es dir passt. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen auf dieser Welt, die einfach so perfekt aufeinander passen, dass man nicht das Bedürfnis hätte, um sie ein bisschen zu verändern. Also, keine Ahnung. Sind ja mit jemandem zusammen, wo ich noch nie so gedacht habe, oh, das nervt mich mega. Oder oh, das ist ein bisschen cringe. Oder oh, wieso machst du das? Ich habe das Gefühl, das ist recht schwierig. Irgendwann, wenn du einander gut kennst, gerade so am Anfang, okay, streich es. Also wenn wir seit 3 Monaten zusammen sind, dann kannst du jetzt sagen, jo, es ist perfekt. Aber so mit der Zeit siehst du so viele Seiten voneinander und Facetten und bist auch so, das machst du so. Also es hat mich auch schon genervt bei Leuten, wie sie abwaschen, also wie sie die Geschirrmaschine einräumen, weil das einfach so Sachen sind, wo man das ganze Leben so macht, wie man es selber macht. Und wenn es jemand anders macht, dann regt es einem halt einfach auf oder man fragt sich so, wieso machst du das so? Kann ich wegen dem jemandem sagen, du musst genauso wie ich das und das machen und mir passt es nicht, dass du in den Ausgang willst, mir passt es nicht, dass du deine Haare so schneidest. Fast jede Freundin hat schon mal einem Freund gesagt, so schneidest du deine Haare nicht mehr. Ist das nicht ein bisschen crazy? Sagen das Typen auch zu den Frauen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt so viele Sachen, wo man einen Einfluss hat und wo man auch aufeinander los und sagt, okay, ja, das verstand ich und blablabla. Aber irgendwo lenkt es auch einfach und irgendwo schauen wir auch einfach auf uns selber. Weil du willst ja nicht verbittet und scheiße enden und wirklich dir später denken, oh mein Gott, wieso habe ich das gemacht? Und ich glaube, es laufen wirklich leider viele Leute die sich das irgendwo denken oder die sich so fühlen, vielleicht nicht das aussprechen oder sich eingestehen, aber ich glaube, das ist schon ein häufiges Ding, dass man im Nachhinein vieles bereut. Und ich glaube, es ist cooler, zu sagen können, ja, da bin ich dann reisen ein Jahr und keine Ahnung, ist ein bisschen crazy gewesen, aber dann habe ich es erlebt. Anstatt dass du die ganze Zeit rumläufst und denkst, wieso habe ich das nicht gemacht? Genau gleich wie mit, okay, jetzt mache ich die Stellvertretung und das Studium und so. Und wenn ich am Schluss jetzt sage, Bro, mega scheiß Zeit gewesen, dann habe ich es aber durch und dann habe ich es erlebt. Und nicht einfach, ja, eigentlich hätte ich gerne noch etwas studiert, aber irgendwie habe ich nicht gewusst, was. Und ich habe gerade noch einen anderen Erfolg gehabt. Und jetzt habe ich halt nie etwas studiert. Und es triggert mich mega und es ist eine mega Insecurity von mir. Und ich hasse alle Leute, die studiert haben. Aber wer weiß, es kommt ja auch immer mega darauf an, wie man es erzählt. Vielleicht hast du jetzt auch mega ausgelassen, dass er ein dummes Arschloch ist und er sowieso scheiße ist. Oder dass er mega, mega toll ist und du nie mehr im Leben so eine wie ihn finden wirst. Man weiß es nicht. Aber du selber weißt es eigentlich am besten und du kannst dir das sehr gut selber beantworten. Darum los gar nicht auf mich. Falls du etwas besser weißt, mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich habe das Gefühl, wirklich, im innersten Inneren wissen wir alle, was gut für uns ist. Amigs will man es nicht wahrhaben. Und das ist auch okay. Dann wartest du halt noch, bis du es checkst. Aber irgendwann checkst du es dann schon. Lass mal los. Jemand hat geschrieben, dass sie aus Versehen mal bei einem Fremden in die Garderobe geschaut hat, weil sie gemeint hat, ihre Schwester ist da drin. Und das finde ich einfach, ich habe das schon jedem schon mal passiert. Und da eröffnet sich mir einfach die Frage, ist das Garderobe-Konzept irgendwie nicht durchdacht? Wieso kommt man in einen Raum rein, der nicht abgeschlossen ist und die Leute ziehen sich gerade dort schon um?
Wieso gibt es nicht einen Vorraum, wo man nichts sieht und checkt, ui, das ist Männerkabine oder ui, das ist Frauenkabine, dass man wieder rausgehen kann? Was ist das? Sparmethode oder was? Also sorry, bei dem könnte man wirklich nicht, also mit 2 Türen, bis du drinnen bist. Also so. Wie oft ist mir das in der Schulzeit schon passiert, dass Buben bei uns reingekommen sind? Einmal ist unser scheiß Pedo-Mathelehrer reingekommen, obwohl ein grosses, und er ist, sorry, dass ich das so ausdrücke, aber er ist im Fall, also ich fresse Besen, wenn er es nicht ist. Es hat ein grosses Frauenschild vorne drauf gehabt und er hat etwa schon 40 Jahre in dieser Schule unterrichtet und das Schulhaus hat sich noch kein einziges Mal verändert. Und er ist trotzdem bei den Mädchen reingekommen, schauen. Scheiß, wirklich so eine dumme Sieg. Und hat dann nachher, oh sorry, ich habe gemeint, sie hätten die Buben gesagt und ist so einfach durchgekommen und hat keine Konsequenzen mit sich getragen, außer dass er sich entschuldigt hat vor der Klasse und dann weiterhin gesagt hat, er schaue uns auf den Arsch und keine Ahnung was. Ja, so ein Grusel im Fall. Grüße gehen raus. Alle, die dort jemals in die Schule gegangen sind, wissen, wer er ist und sagen alle genau das Gleiche. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Es könnte so einfach gelöst werden. Mir sind schon so viele unangenehme Sachen in Bezug auf Kabinen und so passiert. Jetzt auch auf dem Schul-WC, dort wo ich unterrichte, hat es unten so Metall halt an der Kabine und es ist ja nie bis ganz am Boden eine Tür. Und dann hat es so glänziges Metall, wo ich immer meine eigene Spiegelung sehe. Wenn ich auf dem WC sitze, sehe ich mich selber. Und dann denke ich mir, das sehen doch die Leute von außen auch. Wenn du jetzt dort die Spiegelung anschaust, siehst du, wie ich auf dem WC hocke. Wieso sind die Sachen nicht besser durchdacht? Genau gleich öffentliche WCs. So oft hat es so einen 2 cm Schlitz, wo du einfach durchsiehst. Sorry, wenn ich irgendwo auf einem WC bin, will ich einfach nicht, dass man durchsieht. Auch bei Kabinen, bei Umkleiden. Einfach, können wir das besser machen? Logi, ich will nicht mal, dass man meine Füße unten durchsieht in einem Schwimmbad, hier Garderobenteil. Kann ich einen Raum für mich haben? Bitte. Wir geben so viel Geld für unnötige Scheiß aus. Ich finde, das wäre mal eine gute staatliche Investition, um die alle mal umbauen für die Emma. So, meine Allerliebsten, das war es im Fall auch schon für diese Woche. Ich habe leider nicht mehr dazu beizutragen. Ich hatte auch wirklich ganz ehrlich fast gesagt, ich kann heute keine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich habe nichts zu erzählen und mein Leben ist anstrengend. Aber ich habe gedacht, es macht mir trotzdem immer Spass, mit euch zu reden. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie Spass gehabt, habt etwas Produktives können machen oder auch einfach chillen oder einschlafen oder was auch immer. Und ich freue mich auf nächste Woche. Hoffentlich hören wir uns. Weil es geht nur noch bergab, es wird nicht weniger stressig, aber ich probiere wirklich mein Bestes. Und ich hoffe, euch geht es gut und dass ihr nicht so gestresst sind. Und falls schon, wünsche ich euch viel Kraft. Ihr schafft das, geht früh ins Bett, es hilft. Und ja, ich habe euch lieb, meine parasozialen Kollegen.